Hallo und herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs. Wir sind hier, wie in der letzten Folge aufgehört, bei diesen schönen, merkwürdigen Satellitenschüsseln hier. Wieso und warum, dass wir hier schon wieder sind, das weiß ich nicht mehr, weil die letzte Aufnahme schon so lange her ist. Aber ich weiß noch, dass wir Schwierigkeiten hatten, rasch zum hier runterzukommen. Mal sehen. Huch, was war das dann? Habt ihr das gesehen? Da ist für einmal gerade irgendwie der Körper verschwunden. Okay, wir haben noch irgendwo etwas entriegelt. Und zwar hier. Genau, da haben wir eine Kamera. Mit dieser Kamera konnten wir da entriegeln. Und da durch. Und da kommt mir einfach nicht. Ah, da, entriegeln. Und da kommt mir einfach nichts mehr machen. Das heißt, diese Türe, die müssten wir noch finden. Und zwar, huch, ich muss wieder daran gewöhnen, rechts ist drinnen, ne? Ja, genau. Also, und zwar können wir doch irgendwie da diese Dinge verschieben. Und jetzt sieht man da, ja, das geht da irgendwie hoch. Und diese Brücken, die bewegen sich, das heißt, vielleicht sollten wir mal versuchen, hier drauf zu gehen. Ähm, Jetzt kann man es wieder drehen. Und dann kommen hier nach unten, ne? Da drüben hat es eine Kamera. Mit der sehe ich da rein. Und dann kann ich jetzt... Wo geht denn das hin? Der kann ich jetzt da etwas entriegeln. Ne? So sehe ich hier nicht hin. Andere Kamera versuchen. Ich muss da hinsehen irgendwie. Da ist doch keine Kamera mehr. Was mit der... Oh, mit der Kamera da? Nö, die andere. Die. Hm. Ah. Warte, zuerst drehe ich sonst mal da. Und dann dreht sich das Ganze. Und jetzt sehe ich doch... Genau, jetzt sehe ich da den Entriegeler. Jetzt kann ich da rein. Super. Die Leiter hoch. So, und dann wieder hier hoch. Und jetzt ist die Brücke nicht da. Das heißt, ich muss rasch wieder bedienen da. Jetzt müsste die Brücke da hinkommen. Jawohl. Jetzt gehe ich da rüber und bediene noch einmal. Irgendwie, wenn ich dann dazu komme. So. So, jetzt geht diese Brücke hier zu. Und jetzt kann ich da rüber irgendwie. Und dann kann ich da was entriegeln. Jetzt nochmal drehen. Ui. Und jetzt habe ich einen Lift. Den kann ich hochlassen. Übersteigen. Runterlassen. Und hier ist noch eine... hier ist noch eine Treppe. Was für eine Überraschung. So, jetzt haben wir, glaube ich, diese Türe hier entriegelt. Genau. Und da hinten können wir was sprengen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen uns jetzt hier umsehen. Ob da irgendwo was ist. Abgefangenes Audiolog. Hacken. Hey Malcolm, danke, dass du deine Bedenken bezüglich des Belvito-Codes geäußert hast, aber sei beruhigt, es gibt keine Gehirnwäsche-Features. Oh, und es gibt noch gute Neu... Egal, ist ja wurscht. So, kann ich hier sonst noch irgendwas tun? Irgendwo muss ich ja die andere Tür noch entriegeln. Da irgendwo muss ich ja die andere Tür noch entriegeln. Hackparasite OS-Turm. Wieso kann ich hier nicht rübergehen? Äh, 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 äh. Bin ein bisschen verwirrt. Oder ist die andere Seite entriegelt? Hier ist doch wirklich nichts mehr. Ne, hier ist nichts. Okay, da gehen wir halt auf die andere Seite schauen, ob da jetzt
Ob die Tür offen ist? Nö, da geht's nicht rein, okay. Das haben wir schon entriegelt. So geht denn diese Tür nicht auf. Das soll man wohl nicht durch. Und da kommt das Signal durch. Ja, dann gehen wir halt wieder raus. Wenn es so sein muss. Und springen darüber, wenn es uns nicht umbringt. Ja, hat schon ein bisschen wehgetan. So, und schauen, ob wir jetzt da weiterkommen. Nö! Hä? Spinn ich? Wo geht denn das scheiß verkackte Signal hin? Da ging ich herein. Und jetzt? Wo geht das da hin? Wieso kann ich diese Tür nicht... Wieso kann ich nicht durch diese Tür? Da ist er offen. Was soll der Scheiß? Verstehe ich nicht. Muss ich sonst noch irgendwo rein? Aber das kann nicht sein. Ich meine, für was war denn der Scheiß vorhin? Für was war die Tür vorhin? Wenn ich sonst irgendwo noch rein muss. Hä? Ernsthaft? Was soll der Scheiß? Man kann sonst nirgends anders hin, oder? Ich kann nur hier nach drüben und dann da wieder runter. Hier wieder hoch. Irgendwo muss ich doch was übersehen haben. Benutzen. Fängt jetzt noch an zu regnen. Finde ich ja geil. Nö, so sehe ich nichts, was ich sonst vergessen könnte. So, wieder rüber und dann die Antenne nochmal. So, tatsächlich fängt es an zu regnen, ganz geil. Ah, da ist noch eine Kamera. Und was bringt mir die? Gar nichts. Ups. Ah, toll. Runter bitte. Ja, dann gehen wir halt nochmal da runter, aber ich weiß nicht, hä? Da ist doch nichts. Wieso können wir nicht da durch? Wieso? Schön, ich kann das sprengen, aber sonst geht überhaupt nichts dahin. Oh. Oh. Mann, für solche Dummheit müsste man manchmal bestraft werden. Ups. So, wo bin ich jetzt? Wieder draußen. War jetzt das, habe ich es jetzt entriegelt? Die scheiß Tür da unten. Oh, andere Seite. Okay. Benutzen. So. Wieder ein CTO-Dingens gehackt. Turm oder was auch immer. Station.
Also Jet ist der Besitzer von Jedediah's Spa. Hornys liebstes Wasserloch. Vielleicht das einzige. Hoffentlich erwische ich ihn nüchtern. Okay, suchen Sie in Jets Bar nach Kenny. Oder Kenny. Ah, ich hasse Motorräder. Ich weiß nicht, ich mag es einfach nicht. Ich fahre viel lieber mit Autos rum. Ist mir angenehmer. Ist ja geil, ich meine, du kommst ja überall durch und so und vorbei, aber sie sind klein und ich weiß nicht alles, was alles noch, aber ich weiß nicht. Kann mich nicht so mit anfreunden. Also, wir fahren jetzt zu dieser Bar, die ist gleich hier in diesem Dorf. Tatsächlich. Oh. Das ist wohl nicht der Eingang. Da ist der Eingang irgendwo. Da ist der Eingang. Okay, das ist die Forelle, hä? Ich hatte gehofft, Sie können mir helfen. Ich bin auf der Suche nach Ray Penny. Wie von ihm gehört. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Was denn? Okay, diesen scheiß Fisch in Ruhe lassen sollen. Jetzt gut so. Bezahl den Mann. $100. Cash. Kaution für Schäden. Ja. Ich hab's irgendwie nicht mit Bargeld. Das geht auf deinen Deckel. Also. Was wissen Sie über Raymond Kenny? Ist nicht sehr gesellig. Ich will hier keinen Ärger, T-Bone. Achte nicht auf den. Er hat sie nicht alle. Kein Respekt vor Künstlern. Künstler am Arsch. Mürrischer Säufer schon eher. Trink. Hör zu, mein Freund. Du fällst auf wie Omas Mieder an der Wäscheleine. Okay. Was soll jetzt das? Keine Sorge wegen der Fliegen. Das ist Eiweiß. Ein Trinkspiel oder wie? Ah, ich muss alle... Oh. Nein! Zack und zack. Oh. Na los. Davon kriegst du Brusthaare. Aha. What the fuck? Ein Trinkspiel. Und nächster Becher. Was muss ich jetzt? Oh. A, Y, oh. Das hier X. X, Y, B, A, ja, X. Alter. Saufen, saufen, saufen. Mann, du hast Nerven. Ich bin tot. Wieso sind jetzt die so verknüpft, oder wie? Gut. Noch ein! Wie viel ist denn diese Flasche? Ja. Oh. Ich hoffe echt nicht, dass ich wieder einen ganzen Samstag verliere. Und...
Jetzt reicht's aber. Was sagst du, wie der Name war? Raymond. Was soll das? Es geht auf deine Rechnung, T-Bone. Ja, ja. Du schuldest dem Mann $100. Okay, der ist noch ziemlich nüchtern. Hallo, Ray. Soll ich so verdammt... Okay, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Okay, es geht noch weiter. Da wir die Formalitäten nun hinter uns haben. Hör mir gut zu, Freund. Ich warne dich. Dass du hier bist, bringt auch mich wieder auf den Radar. Ich habe Informationen. Na, du bist ja lustig. Das Problem ist, ich kann es nicht entschlüsseln. Also komme ich zur Quelle. Shit. Also hast du mich auf den Scheißradar gebracht. Wir waren vorsichtig. Wir? Und warum sollte ich dir helfen? Denn das macht uns nicht zu besten Freunden. Jemand wollte mich ermorden lassen. Dabei starb meine Nichte. Aber was in diesen Dateien steht, wird mich zu ihnen führen. Ich werde ihn finden, mit dir oder ohne dich. Aber mit dir wäre es einfacher. Ich schlag dir einen Handel vor. Meinst du, ich bin in dieser Staubschüssel wegen dem Ambiente? Seit diese Bastarde mich gefeuert haben, habe ich versucht, wieder reinzukommen. Ich brauche einfach nur jemanden, der Spyware in ihr Netzwerk schleust. Wäre es einfach, hättest du es längst gemacht. Hey, wenn es schwer wäre, hätte ich es längst gemacht. Es ist unmöglich, auch nur an ihre Nähe zu kommen, ohne Großalarm auszulösen. Die haben ein biometrisches Profil. Ich habe Plomben in meinem Gebiss, die sofort die Security alarmieren. Dabei kann ich dir helfen. Aber hinterher kommst du mit mir nach Chicago. Oh, tue ich das? Folge mir. So, Akte 3. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Wir sehen uns wieder Du hast in... wirklich ein Händchen für Kunst. Könnt ihr mal aufhören zu reden? Ist eine Sprengfalle. Und wenn du sowas nicht erkennst, bist du nicht paranoid genug, mein Freund. Ich habe noch mehr davon. Tja, Okay. wenn du mich findest, ist es nur eine Frage der Zeit, bis andere es auch tun. Also lass uns anfangen. Da war ich schon mal. Hör mal, ich habe einen echt engen Zeitplan. Je schneller wir das erledigen können, desto... Ich glaube, du verstehst dein eigenes Spiel nicht, mein Freund. In Chicago läuft eine Software, die dafür gemacht wurde, Leute zu finden. Ich weiß, wie das CTOS denkt, weil ich sein verdammter Papa bin. Und es hat immer noch mein Bild in der Brieftasche. Solange du meine biometrischen Daten nicht aus dem System nimmst, bin ich nutzlos für dich in Chicago. Und meine Kunst, wie du sie nennst, wenn du es vergeigst, muss ich auf das Echo gefasst sein. Hä? Hier, ich zeig's dir. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Bereit?